Pardon. Zusammen würde ich euch auch schon herzlich begrüßen beim Crowncast Nummer, was haben wir jetzt, 4 oder so? Ich weiß es nicht. Ich will es mal im 3 probieren. Würde es mal im 3 probieren. Also ja, jetzt sind wir hier beim 3. Moment schnell. Ah ja, voll. Und der Ehrengast heute ist der Block, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Alle zusammen. Und im Hintergrund schleicht noch der Koloss rum. Ja, geht's miteinander. Ninja Diffuse. Sowieso. Und heute halt so ein bisschen abgespeckte Version in dem Sinn, was die Teilnehmer anbelangt. Aber es geht eben auch ein bisschen darum, dass ich gerne hören würde, was der Blog so zu erzählen hat bezüglich Musikbusiness und $1 Million, die er jetzt hier macht. In Berlin und international. Und was ihr vielleicht nicht wisst, aber ich hier jetzt ziemlich erschreckend muss feststellen, ist, ein Block sein Ping im TS hat durchschnittlich etwa 90 Millisekunden, aber es schwankt mit plus minus 200. Was meint er? Aber ja, genau. Nein, das ist verstanden. Ich glaube. Ja, voll, jetzt ist es wieder viel besser. Von dem her würde ich das Wort sonst gerade dir übergeben. Und wenn wir dann zwischendurch nichts hören, gibt es eine Überbrückung. Irgendetwas. Ja, voll eben. Ein paar haben sicher die Beats gehört, ich habe schon ein paar mehr gehört. Ich bin absolut begeistert. Wie kommt das überhaupt, dass du mit so Musik zu tun hast? Ja, das hat eigentlich ziemlich früh angefangen damals. Ich bin ja schon recht lange auf der Hirntod Records Szene drin. Eigentlich schon seit ich etwa 12 bin, also geistig gestört, und ich habe halt viel Kontakt gehabt mit denen. Und dann also was du für Kontakt? Ja, eben zu den ganzen Rapper dort. Ja, aber du hast dann einfach mal geschrieben, ihr seid alles geile Sachen. Ja, so in dieser Art, ja. Ja, okay. Einfach supportet halt wie ein Weltmeister. Und dann hat ein Kollege von Zürich mal gesagt, komm, machen wir ein Beat, schickst es denen, vielleicht hast du Glück. Und so war es dann auch gewesen. Ich habe das eingeschickt und jetzt vor einem halben Jahr bin ich eingeladen worden dort hin. Ja, und dann habe ich dort selber ein bisschen arbeiten. Vor allem mit Unterstützung von Splatterhouse Connection, also es sind ja recht bekannte darunter. Kaiserschnitt kennt man sicher, Friedhof Chiller, für die ein bisschen im Untergrund unterwegs sind, Skinny L. Okay. Alles, ja, ein bisschen die verrückten Typen halt. Ursprünglich, ja. Ursprünglich wollte ich eigentlich bei Hirntod sein, aber für da habe ich mich leider nicht qualifizieren, weil das nur Profis am Werk sind. Aber ich denke, das kommt alles noch. Darum bin ich jetzt einmal eingestuft worden bei den Noobigen, sage ich jetzt einmal böse. Ja. Und ja, ich denke, es ist nicht schlecht geworden. Die tönen einigermaßen okay, gut, im Gegensatz zu anderen sind scheiße, das ist mir auch bewusst. Ja, aber andere sind wieder mal scheiße im Vergleich zu denen, weißt du, also. Ja, schon klar, ich meine, das ist nicht FL Studios oder Magic Music Maker, das ist ein eigenständiges Programm. Ja. Darum ist es eigentlich auch viel, viel leichter. Magic Music Maker Pro oder was? Ja, also. Und dann noch cracked, also nicht vergessen. Ja, genau. Abgeladen. Ja, aber wie heisst das Pro-Tool, die Software? Die hat keinen Namen, die haben das selber entwickelt irgendwie. Okay, wow. Also es heisst einfach Beatmaker irgendwie. Ja. Ja. Oh, abgefahren. Und das unterscheidet sich dann auch inwiefern? Hat man da gerade in Ihrer Software mehr Unterstützung oder aber du sagst, es ist nicht so etwas Hobbymäßiges wie... Also wie meinst du? Aber anhand von was merkst du dann die Unterschiede? User in your channel timed out. Aha. Also die Unterschiede sind äußerst massiv, ja. Aber es ist geil, ich habe gesehen, wie das Ping ist aufgeklettert bis auf 2000. ja, das ist eben, wenn man nebenbei noch Filme runterlädt. Genau. Aber ja, wir können doch das Thema schnell auf die aktuellen Games überschwenken, währenddem dass der Blog sich wieder versucht zu connecten. Und ja, du Koloss hast ja vorhin schnell etwas erzählt. Wegen Assassin's Creed. Ja. Wir kommen gerade zurück auf die Blog, sorry. Schön.
Ja, so viel erzählt habe ich eigentlich nicht. Ich habe mich mehr oder weniger gefragt, ob ich mir das holen soll. Das Assassin's Creed, oder? Und dem her, ja, was wenn jemand da solche Erfahrungen mit dem hat, ob es euch gefallen hat oder nicht, schreibt es doch mal in die Leute rein. Ja, voll, das ist... Ja, das ist gut. Also ja, Block, Ping ist immer noch unverschämt hoch. Aber du hörst es, das ist cool. Manchmal. Also, die Frage ist, bessere Software, was ist der Unterschied im Vergleich zum Fruity Loops? Ja, eben, grossenteils. Du hast einfach die Instrumental, so die machen, also die ganzen einzelnen Claps und Basses und alles hast du schon. Du musst sie nicht selber machen. Also im Prinzip hast du schon einen fertigen Beat. Du kannst es einfach einzelne Stückchen rausnehmen. Gut, Ja. es sind etwa 7000 Beats drauf dort. Also es ist schon nicht gerade so einfach. Also das ist eigentlich so wie eine Bibliothek von diesen ganzen Tönen oder Geräuschen oder Ja, genau, ja. Perkussions, was auch immer, ja. Ja, und du kannst sie dann dort halt einfügen und dann musst du sie halt noch bearbeiten. Schneller machen, langsamer machen, höher, tiefer, willst du Ja. eine Hintergrundstimme, das ist das Schwerste. So Kinderstimme hast du ja auch schon gehört, hat er ja auch eine geschickt. Ja, voll. Das ist ja alles computermäßig, das ist ja gar nicht echt. Das ist schon recht heftig. Ja, also bis nachher die Stimme so hast, wie sie willst, oder? Nicht nur das, auch die Stimme, also zuerst mal überhaupt den Gesang anzubekommen. Ja. Ja, das glaube ich. Also eigentlich wäre es fast einfacher, wenn jemand schnell ein bisschen singen würde, theoretisch. Ja, aber das Problem ist, ich meine, die Stimmen, die du hörst, sind ja meistens von Jüngeren oder Kindern. Weil das ist einfach das Markenzeichen von denen. Ja. Und ich meine, ein Kind zum Singen animieren, wo gar kein richtiges Wort entsteht in dem Ja. Dings, in dem Lied, ist noch hure schwer, oder? Ja, das stimmt. Aber so pädophil sind sie schon nicht, oder? Nein, im Gegenteil, sie Ja, schützen ja okay, cool. Kinder. Ja, sauber. Vor allem eben die Leute, die stehen hinter den Kindern. Im positivsten Sinn, was es gibt. Eigentlich schon, ja. Gut. Und jetzt bist du daheim aber gleich auch ein bisschen etwas am machen, oder ist das jetzt nur möglich, wenn du in Berlin bist? Also ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr daheim, wenn ich das Setting dort anschaue und wenn ich das hier anschaue. Ich meine, da muss ich mit einem Cracked FL Studio rumgeiern und dort habe ich eigentlich ein fertiges Programm. Also. Ja, Logo. Und vor allem dort hast du ja die ganzen Instrumente, also Keyboard, alles Mögliche halt. Die ganzen Synthesizer, wo du alles ein bisschen verändern kannst. Ja. Ja, aber ich meine, wo stehst du jetzt im Moment? Jetzt hast du die Beats zusammengestellt. Jetzt werden die gegebenenfalls irgendwie gebraucht, hoffentlich noch immer. Und wie geht es dann weiter? Ich meine, irgendwann weiss ich ja dann wieder ein bisschen neues Material gegebenenfalls von dir hören. Ja, eben, wie gesagt, oder wie ich dir schon geschrieben habe, das sind ja eigentlich alle Beats, die eigentlich verwendet hätten sollen. Ja. Aber ja nicht der einzige, der die einreicht. Genau. Ich meine, insgesamt. User in your channel timed out. Insgesamt sind so viele Beats eingesendet worden, dass jetzt gerade die Leitung wieder dicht ist. Ja. Aber wenn es wieder so gut klappt wie vorhin, sollte es schnell gehen. Vielleicht schnell zum Gameplay, das ihr im Hintergrund seht, wo eigentlich völlig irrelevant ist, wie immer beim Crowncast, ist Far Cry 3 natürlich. Gerade frisch rausgekommen. Und ich finde es noch empfehlenswert. Aber ja, hat es auch noch nicht so viel gespielt. Welcome back. Ja, das gute alte Rein-Raus-Spiel, ja. Ja, schon. Auch im TS muss es sein, ja. Sind wir jetzt schon wieder gewesen? Ah ja, Beats hätten ja selber verwendet werden, so viel sie eingeschickt wurden. Ja. Und eben der Rest kommt ja dann wieder zurück. Weil es Eigenaufnahmen oder Eigenproduktionen sind. Ja, fast alles halt. Ja. Nicht alles. Und es kann natürlich sein, dass auch mal einer verwendet wird, aber das ist ja kein Problem. Im Gegenteil. Ich meine, Das es ist, wäre ja cool. ja, sicher. Ich meine, da kommst du heim, gehst aufs Konto schauen, siehst irgendwie 200-300 Euro drauf. Ja, wieso nicht? Ja, nimmt man gern. Ja, eh. Aber ich mache es jetzt nicht so um Verkauf eigentlich so. Weil ich kann nicht irgendetwas verkaufen, wo ich selber nicht im Griff habe. Also schon, aber nicht richtig, oder? Ja. Oder noch nicht. Je nachdem. Gut, eben auf der anderen Seite musst du es halt auch so sehen, dass eben gewisse Leute die Beats vielleicht so geil finden, dass sie halt einfach auch das Gefühl haben, oh,
Ich würde gerne ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und dann finde ich, ist es ja etwas Cooles, wenn du eben auch etwas dran kannst verdienen an dem, was dir ja Spass macht, zu machen. Ja, sicher, nein. Wenn jetzt irgendeiner voll spitz auf die CD ist, dann kann ihm sie brennen. Ich habe halt einfach kein Presswerk hier in der Schweiz, das das machen könnte. Also es würde mich selber mehr kosten, wie das ich rausgebe, oder? Ich meine, es gibt ja schon so Connections, die ich hätte. Was, du kannst ja das einfach auf einen CD-Rolling brennen? Ja, aber wie billig ist das? Ja, der Rolling kostet 50 Rappen, nicht einmal. Nein, ich meine nicht den Preis, ich meine die Qualität. Ja, aber die CD-Qualität, das kannst du ja keine Ahnung, wie ist das? 320? Ah, was? Es gibt ja hier die Bitraten von den MP3-Files und so. Ja, ich glaube sogar weniger, 260 oder so. Echt? Okay. Ja. Aber gut, Aber- das kann ich alles verändern, weißt du? Das ist ja kein logo, Problem. logo. Nein, eben, wenn irgendein Interesse daran hat, kann ich das schon machen. Aber ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da jetzt auf Wunsch irgendetwas könnte machen könnte, oder? Ja. Ich habe jetzt einfach gerade die da, weil die gemacht worden sind, nicht gebraucht Genau. worden sind. Und dann dachte ich, schicke sie einfach mal dir, vielleicht gefallen es dir. Vielleicht schon, ja. Alle sind Ja, nicht vielleicht. gut. Ja. Ja, Gut, das ist schon so, ja. Der erste, den du geschickt hast, ist halt schon einer der besten, leider nur eine Minute, weil es eigentlich ein Intro wäre. Ja, Aber genau. das wird jetzt eh umgeändert. Ich habe jetzt das Intro bekommen von einem speziellen Gast. Also eben der Hirntod-Chef Blockmanns, also mein grosser Bruder so gesehen, weil sie nennen mich ja schon Blocki Norita oder so. Also die Schlampe von Hirntod einfach, ja. Ja, schön, schön. Naja, hat mir jetzt ein Intro gebaut. Also ist Ja. noch nicht ganz fertig, aber wird ganz geil. Und also schon nicht eins für einen YouTube-Channel, sondern einfach ein musikalisches Intro. Also es besteht aus verschiedenen Filmszenen. Ah, schon? Eben das, ja. Ah, So okay. eben, dass 2012 die Welt untergeht und alle werden vernichtet und dann gibt es irgendeinen Wechsel, Ja, dass eben dass wir in der von der Zukunft kommen irgendwie und einfach besser sind wie die anderen, irgendwie optische Tuning und alles, voll verrückte Geschichte. wow, okay. Aber es ist richtig geil und am Schluss tut er noch drauf rappen irgendwie. Ja. Ja, ist cool. Ja, aber jetzt noch nicht ganz fertig, also der Beat stimmt noch nicht über, aber er schickt mir da glaube ich heute oder morgen noch. Ja, ist nice. Also immerhin nimmt er sich Zeit, also. Ja, der muss, sonst klappt es. Schönes Kompliment, also ja, ist klar. Die dicken Nein, er Bilder macht es ja auch ein spucken, bisschen freiwillig. Ich meine, er will mich später helfen. Ja, Der wird mich ja auch noch aufnehmen, der ist ab Januar eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich es bis dann Okay. schaffe, weil was? ja, unter Vertrag eben halt. Und nicht bei den Nubigen, also bei denen unten dran. Ah, du müsstest. Ja, aber was müsstest du machen, dass du das schaffst, wenn du das jetzt so sagst? Ja, also ich meine, das Jahr hat er glaube ich 9 Alben gemacht. Also es wäre Mhm. schon eine verdammte Herausforderung. Da müsste Ja. sicher jeden Ja, Monat... aber du wärst ja nachher nicht sein Privat-Beat-Produzent, oder schon? Ja, in dem Sinn dann schon. Ah, okay. Oh ja. Aber momentan hat er halt noch den Samurai Sounds, einige kennen das sicher. Ich meine, der produziert ja für ganz Deutschland. Mhm. Und ich meine, so einer, der eigentlich jeden Tag damit zu tun hat und nichts anderes macht wie das. Ich meine, wie Ja. wollte ich das können, oder? Ey. Aber er hat nur einen Typ, der ihm Beats macht. Also jetzt für das Album am 14.12. schon, ja. So, ja, okay. Gut, der geht auch genug aus, weißt du. Macht er ja, also machen es ja nicht gratis. User entered your channel. Gell, das stimmt. Aber wer verdient jetzt dort? Der Samurai in dem Fall. Ja, auch. Also er gibt ihm sicher etwa 2000 Euro nur für Beats. Ja. Und der Rest geht halt über ihn und dann verteilt er es halt an seine Leute noch. Ja. Aber kommt immer darauf an, weißt du, die verkaufen es unterschiedlich. Wenn es ein Album ab 18 Jahren gibt, dann User left your tun channel. sie es sicher nicht im Mediamarkt und Müller und wie das Zeug heisst, dann verkaufen sie es über ihre Untergrundseiten. Und wenn es halt eine 16er Platte wird, dann können sie das schon machen. Aber das bestimmen sie vorher oder nachher? Sie schicken das ein in die USK dort. Ah, okay. Entweder Ja. werden sie gerade indiziert oder sie Mhm. kommen durch. Wow. Ja, ich meine, sie haben 32
nein, mehr als 32 Alben gemacht und über 20 sind indiziert worden. Also ich meine, Aber das ist ja auch noch rechte finanzielle Einbuße, oder nicht? das habe ich mich eben auch schon gefragt, aber darauf gibt mir keine Antwort. Ja, ja, easy. Und eben ja, es passt vielleicht auch zu meinem Image halt. Ja klar, im Zeichen von der Sturmmaske, gell? Ja, Ich meine, genau. ich habe ihn ohne Sturmmaske gesehen, der sind falsch passt, aber das ist doch scheißegal. Oh Scheiße, ja schön, wenn er das jetzt gerade gehört hat. Nein, sie sind schon ein bisschen speziell drauf, aber Alles chillig. Ja. Muss ja auch ein bisschen. ja sicher. Sonst hebst du ja nicht aus der Masse hervor. Nein, ja. Eben darum, alle schreiben ja auch in die Kommentare so, ja, wieso zeigst du dich immer mit Maske, bist du so hässlich und ich kann es einfach nur bestätigen, also. Du bist ein harter Krieger, ja. Okay. Also sagst du mir das auch ins Gesicht, oder das du schon nicht? Da überlege ich mir dann Schon, noch. ha? Ganz geil. Ja. Aber seine Frau ist dafür richtig schön, also. Mhm. Das ist schon etwas wert. Ja, schon. Ja, aber eben, wie viel ist der dir das jetzt wert? Oder wie viel Einsatz willst du dir jetzt geben, dass das klappen im Januar? Das ist eine gute Frage. Also Ja. im Vordergrund steht sicher die Lehre. Mhm. Zuerst muss da gemacht sein und alles andere kann dann kommen. Ja. Ich meine, eben wie gesagt, daheim irgendetwas gross machen, das ist viel zu schwer und wird viel zu viel Mhm. kosten. Darum frage einfach die Leute an in Berlin oder in Deutschland, ob sie mich aufnehmen und ob ich dort hin kann irgendwie, ob sie mir Ja, zahlen. ja. Aber eben, ob sie es zahlen, ist die andere Geschichte. Ja, Logo. Okay. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt nicht gerade so klappt, gibt es vielleicht im Jahr noch mal eine Chance, wenn jetzt gerade die Welt nicht untergeht oder so. Geht ja am 21. wird übrigens auch im Intro Ja, erwähnt. stimmt. Ja, okay, gut. Ja, also übrigens, wenn er den 21. überlebt, könnt ihr am nächsten Tag in irgendwo kannst du in einem Skigebiet gratis Skifahren, habe ich gelesen. Echt? Okay. In ich weiß gar nicht mehr wo. Schnell googlen. Aber ich kann mir es gut vorstellen. Das ist ein schöner Gag. Ja. Und das Tolle ist ja, ich habe am 20. Geburtstag, das heisst, ihr könnt echt noch eine Nee. riesige komplett Goodbye-Party abschiessen, machen, hey. oder? Endlich 13, oder was? Ja. Ja, 12. So gut geschätzt. Oh nein. Ja. Ja, das ist gut. Eben, machst du auf Facebook öffentlich. Ja. Dann sorgen wir das schon dafür, dass genug Leute kommen. So in die Innerschweiz. Sowieso. Läuft sonst zu wenig da in der Schweiz, darum. Echt? Ja, in der Ja, ganzen ja. Schweiz läuft es wenig. Nein, in der Innerschweiz vor allem. Läuft. Einfach so, ja. Okay. Da kannst du mir schon mal deine Bank vorstellen, ist kein Problem. Er möchte vielleicht lieber etwas ein bisschen Grusameres, weißt du, nicht immer gerade so. Bang bang. Darum bist du jetzt So. auch am GTA spielen, oder nicht? Ja, jetzt kannst du schnell denken. Eben, gell? Gibt's ja noch Ja, gerade das zwei, die stimmt. noch mit Black Ops Zombie in der zweiten Welle verreckt irgendwie. Ja, das kann ich auch. Darum habe ich gedacht, machen wir etwas, wo man cheaten kann, oder? Wow. Block, weißt du gerade, wie viele Spieler das im Black Ops 2 oder im MW3 Alben sind online waren auf der PS3 so gleichzeitig? Also aktuell auf Black Ops 2 sind es gestern so, ich glaube 580'000 gewesen, wo Schon so, 121 und ein paar Verklemmte gewesen. Okay. Nein, ja, irgendwie so rund um 500'000 bis 600'000 und die MW3 sind es glaube ich noch 200'000-300'000. Aha, ja, gleich immer noch, ja. Ja gut, ich bin auch wieder zurück, ich spiele Black Ops 2 allgemein nicht mehr. Ich meine, sorry, so ein versautes Scheiß-Game, da bin ich bei MW3 besser versorgt. Ja, eben. Es sind immer die dann wieder zurückgehen. Und vor allem die ganzen Tryhards CC Black Ops 2 dran. Ja voll, man merkt es auch im Gameplay. Ja. Glaube ich. Aber ja, es gibt gleich zu viele Sachen, die einem schon noch schmerzlich in Erinnerung sind, oder auch mir. Aha. Aber wenigstens sind die Pumpen noch gut, scheint es. Wo im MW3? Ja. Ja, sicher. Das ist die Hauptsache für den Block. Wenn die Pumpen gut Ja. sind, ist die Welt in Ordnung. Ja, logisch. Was wollte ich mit der MP7 rumsäckeln? Gut, und Ja, für das das, stimmt. dass sie gesagt haben, dass der NPC beim Black Ops 2 nicht mehr so OP wird sein, ist sie gleich noch ziemlich stark, muss ich sagen. Ja. Aber welche ist nicht ziemlich stark von den Maschinenpistolen? Ja, das stimmt schon auch wieder.
schon noch abgefahren. Das stimmt. Aber das ist schon gewisse Unterschiede, vor allem mit dem Rückschlag auch. Du hast zwar generell sehr wenig Rückschlag, aber ich finde, der Rückschlag ist ein bisschen anders als im MB3. Du kannst ihn weniger gut ausgleichen irgendwie. Ja, das ist schon so. Aber eben, ich finde es eigentlich schon spannend. Häufig trifft man dann in dem Match schon viele Leute die mit der MSMC halt. Oder mit der, wie heisst sie, PDW. Ja, PDW. Aber es gibt eben schon auch noch zum Teil laufen sie mit GOM rum oder eben auch mal mit Scorpion. Also es ist schon noch viel Variation drin. Sturmgewehr wäre ja eigentlich auch noch gut. Ja, voll. Finde ich auch. Vor allem wenn er den Einzelschuss auf Vollauto kann stellen und so. Ja, WhatsApp, da wird noch präsent. Ja. Und dann Ist ist die die auch ganze- wieder abgeschwächt, oder man kann es dann nicht mehr verändern oder irgend so etwas. Ja gut, ich meine, weißt du, die SMR, da, die Einzelschuss-Sturmgewehrwaffe, da, ich meine, die ist schon stärker wie die FAL. Ich meine, wenn die im Feuermodus hast, mega. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welcher das ich probiert habe. Aber so Menge gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Ja, voll, Nummer 2 oder 3 sogar. Aha. Aber ist eigentlich nicht noch irgendein Smo oder irgend so etwas? Ja, egal. Das ist der AGT-Werfer, du Ja, meinst. klar, das stimmt. Ja. Schnell schauen. Teil heisst, ja, eben in der Zwischenzeit, du Block hast ja auch schon ein bisschen Far Cry gespielt, kurz so. Ja, ein paar Minuten bis ich gestört wurde bin von dir, aber... Aber ja, genau. Was SMR habe ich echt gemeint? Ja, es gibt FAL oder FAL und eben die SMR. Ja. Ja, genau. Das Geile an AN94, wo ja nicht, aber gleich schon irgendwie AK ist, schießt ja glaube ich die ersten 2 Schüsse schneller oder so. Ja, voll, voll. Ja. Ist auch Ja, du noch bist- interessant eigentlich. Ja, müsstest du mit dem Feuermodus spielen. Ja, 3 genau. Schuss. Ja, aus das Maximum raus. Ja. Und das mit dem Klassen generieren ist natürlich schon super geil, finde ich. Ja, das ist, da haben sie gut gemacht, ja. Das einzige Gute an dem Spiel, ja. So kannst du das nicht sagen. Ja, Du, sorry, aber ich meine, wir haben bei MW3 haben wir uns aufgeregt, wenn sie gecampt haben. Und ich meine, Black Ops 2, sorry, überall Ecken. Mehr als 4 Ecken auf einer 4-eckigen Karte. Also ich meine, Ja, ist so. das ist nicht normal. Das ist wirklich scheiße. Aber das ist auch, weil sie da mit diesen MLG-Jungs und so zusammen gearbeitet haben, die halt gerne von Deckung zu Deckung springen oder ich weiß doch auch nicht was. Häufig kann man das Zeug aber einfach durchschießen, spätestens wenn man den Vollmantel geschossen hat. Ja, voll, aber ich meine, muss das sein? Ich meine, verkaufen wir doch nicht das Game zum durch die Wand schiessen. Ja, das stimmt. Ja, es gibt eben so Leute wie der Howie, die bevorzugen das eben noch. Ja. Hör auf mit dem Namen, ey. Aber ich finde wegen dem Campen, durch das, dass die Maps jetzt irgendwie viel offener sind, bringt das Campen eigentlich eher weniger. Weil im MB3 hast du gewisse Schlüsselpositionen gehabt, jetzt hast du können campen, jetzt sind da ein paar Sekunden jemand durchgesäckelt. Und jetzt beim Black Ops hast du schon ein bisschen mehr Verwinklungen und alles, wo du auch mal ein bisschen aussen rumziehen kannst. Vor allem mit Treffen gar nicht so viel. Also Ja. ich würde jetzt sagen, vielleicht in 8 Games ist es vielleicht eine, wo einer hure hart am Campen ist. Ja. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich mal ein bisschen mit schlechteren Spielern so zusammengepusht werde. Dann wäre auch wieder mal ein bisschen mehr am Campen. Hey, das wird mich auch anschießen. Aber eben. Es ist einfach schon hure hart. Und ich weiss nicht genau, der Swiss hat es ja heute auch noch schnell kommentiert in meinem letzten Video, dass man eben gegebenenfalls halt schon besser wird, wenn man immer gegen gleich starke spielt. Und ich denke, im echten Leben und im Sport und so mag das ja schon sein. Aber bei mir hat es jetzt hier irgendwie nicht funktioniert im Call of. Ah, ich weiß, was er meint. Ja, das stimmt ja grundsätzlich schon, aber das ist die Realität. Ja. Und eben häufig dann auch irgendwie. Es gibt gleich noch ab und zu, dass einfach die Schüsse nicht registriert werden, so Gespässe. Ich meine, das haben wir wegen der Connection auch schon diskutiert. Ja, voll. Aber das ist eben scheiße. Das ist schon frustrierend. Mhm.
Mehr wie frustrierend. Ich meine, für was schiesse ich auf die Gegner? Kann ich gerade voreinander stehen und sagen, schiess mich ab, ich treffe dich eh nicht. Das stimmt, oder immer mit einem C4 gerade Hallo sagen. Und das ist schon geil, wenn du Plünderer jetzt hast und 2 C4. Schnell fast konstant die Teils rausballern. Ja, logisch. Ja, komisch. Mal schauen, vielleicht kommen sie dann mal mit ein paar Patches und so. Das dauert noch ein bisschen. Auch ist schon, ja, ja. Aber egal, es ist ja nicht so, als hätte es dieses Jahr nur das Black Ops 2 gegeben, wo es ein geiles Game ist. Nee! Nein, das Nein, ja voll nicht nicht, zu viel voll. geben. Ich glaube, Barbies Pony Ranch Teil 34 und... Was? Da habe ich Da habe ich ja vorgestellt. Vollbast, Alter. Aber ja, Da I see. kommt dann. Scheiße, Mann. Und Landwirtschaftssimulator und so. Bei mir ist Ja, das das Problem, ist die wieder- scheiß Pferde verrecken immer. Ja, Ich triff das Zeug immer selber. gell, jetzt hast du es endlich daran gewöhnt, nichts mehr zu fressen, dann verrecken die sich. Ja, ist doch so. Ganz geil, ja, ja. Ja, easy, also ich würde sonst gerne abschliessend dir noch viel Erfolg wünschen, Bloch. Danke. Eine Frage. Eine Sicher. Frage. Die haben Das- schon noch Zeit. Der Beat, den du mir geschickt hast, lagst du den schon noch, oder? Nein, ewig. Also ich wäre schon dafür. Nein, Wie geil. ewig. Schau, ich einfach schnell ein bisschen frei gehabt und dann ist schnell ein bisschen Nein, Scheiße geil. getextet. Ja, Ja, das ja. ist nicht schlecht. Schon, ja. Noch ein bisschen Also. Abstand zwischen ihnen. Ja. Ja, noch ein bisschen Schrauben dran, so 4-5 Stunden und dann kann man es dann schon hören. Ja, vielleicht. Nein, vielleicht dann mal beim Das ist eigentlich Special sicher. oder so wäre das schon noch. Wäre das sicher unterhaltsam für die Zuschauer. Zulasser. Ja, ja, easy. Danke der Nachfrage. Und ja, allen anderen schönen Abend, schönen Tag. Ja, mach es gut. Macht's Ciao gut, zusammen. genau. Tschüss zusammen. Adieu. Bye.